Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und ich glaube, wir sollten uns hier dringend vom Acker machen. Ach, wenn ich in der letzten Episode vorgestern hier das Ripper-Lager kaputt gemacht habe. Es ist trotzdem Nacht und die Infizierte sind überall noch. Okay, das ist nichts Größeres, was wir plündern müssten. Ja, jede Menge Schwärmer wird auf der Straße. Ach du Scheiße. Huch, der ist auf einmal verschwunden. Oh oh, ich riech irgendwie... Autsch. Ich riech, obwohl ich nichts riechen kann, irgendwie Hinterhalt hier in dem Gebiet. Wenn so viele Autos auf einmal sind, ne? Könnten doch genauso gut Plünderer auch hier irgendwo einen Hinterhalt gelegt haben. Wir sind aber schon in der Nähe von Crazy Willys, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ob das jetzt nicht noch ein Fehler war, Copeland die Droge zu geben, ich weiß es ja nicht so wirklich. Ist das Crazy Willys? Ich glaube schon, oder? Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es... Oder ist... Nee, Quatsch, das ist nicht Crazy Willys. Okay, ab hier kennen wir das Gebiet allerdings schon und ich würde sagen, das sparen wir uns dann den Rest vom Weg. Schnellreise im Kampf nicht möglich. Pfui Teufel! Freaker! Ja, das ist Crazy Willys. Dann sollte man machen, dass man aus dem Gebiet von Crazy Willys rauskommt. Nein, ihr wartet wohl auf mich, ha? Wie? Drifter auch noch. Ach du Scheiße. So Mad Max-mäßige Drifter, die uns auf der Ferse sind. Halte mal eine Gaul an. Können wir jetzt? Ja. Genau, ich möchte das erste Mal hier in dem Let's Play eine Schnellreise machen. So, dann schauen wir doch mal, was das jetzt wird. Und im Endeffekt glaube ich, hätte es Copeland nicht geben sollen, sondern tatsächlich eher Tucker. Scheiß auf die Belohnungen, lieber zu den Leuten, mit denen man tatsächlich eher kann. Von daher, auf der anderen Seite war die Belohnung mit dem Bike halt wirklich, ich habe da nur in Deeks Interesse gehandelt, weil Deek ist bestimmt richtig heiß auf sein Bike. Das ist sein Heiligtum als Biker, selbstverständlich. Und Waffe wäre jetzt natürlich auch toll gewesen, aber ich habe da eher in Deeks Interesse gehandelt in der letzten Episode. Das dauert ja ganz schön schnell, dauert ja ganz schön lang, dafür, dass das Schnellreise sein soll. Okay, los sind wir. Ich glaube, wir müssen Ammo Grund sanieren lassen nochmal. Machen wir Uff. Ich weiß, lass ihn rein. Ja, Uff macher. Knetus Corpus. So. Jetzt gehen wir erstmal durch hier. Lassen wir nochmal unser... Was gibt's, Manny? Von gutem Money erstmal unser Bike reparieren. Hey, pass gut auf sie auf. Und noch Tanker. So, dann gucken wir uns die Leistungen nochmal an. Individuelle Designs gab es doch da, ne? Na egal. Komm. Das haben wir schon soweit mit dem Motor. Der Auspuff haben wir auch schon aufgerüstet. Okay, da haben wir noch die Vertrauensstufe. Weißt du was, das kaufen wir uns jetzt auch. Benzintank. Rahmen. Ja, Schadensmenge. Komm, holen wir uns auch noch gleich. Lachgas können wir noch nicht. Reifen. Ja, verbessert die Traktion. Komm. Brauchst du noch was? Genau, das holen wir uns jetzt. Okay, Optik. Genau, du warst. Scheinwerfer, Räder, Vorderschutzblech, Verkleidung, Lackierung, Akzent, Rahmen, Aufkleber. Eigentlich wollte ich ja dieses individuelle Gedöns haben. Aber das ist jetzt alles Schnickschnack, was unnötig Geld kostet. Okay, dann holen wir uns doch erstmal unsere Belohnung ab. Da ist er doch. Okay, wieder kleine Sequenz. Hey, Ja. Cope. Ich glaube, Leon wollte dir das bringen. Dick. Eine weise Entscheidung. Wirklich weise. Geh mal zu Manny. Vielleicht kann er dir mit deinem Bike helfen. Okay. Trophäe erhalten in Kupfer. Speziallieferung. Lieferung für Copeland zu 61% abgeschlossen. Copelands Camper. Sind wir fast wieder vor der nächsten Vertrauensstufe. 5000 gab es dafür. Jagd auf Leon zu 100% und das gibt es jetzt auch noch. Ah, jetzt können wir es erst. Okay. Okay, die Speziallackierung, genau. Gucken wir doch mal, ob wir die jetzt kriegen. Optik. Auspuff, Verkleidung, Lackierung. Rahmenlackierung, ist es das?
Mattschwarz, ne? Komm. Akzentlackierung haben wir nix. Aufkleber haben wir jede Menge Quatsch. Nee. Nee. Auspuff Endrohr. Okay. Das ist jetzt aber auch nur die Optik, ne? Okay, ein bisschen Geld haben wir jetzt auch nochmal gekriegt. Auspuff, Gedöns, Schlag mich tot. Was, wir verkaufen jetzt noch ein bisschen Zeug. Das ist der Waffenhändler. Was gibt's? Beutehändler, haben wir auch noch ein bisschen was zum Verkaufen. Ja. Verticken wir doch gleich. Ich übernehme das Zählen. Leider Das nur ist alles 36 Vertraue dafür. Die Küche können wir auch noch ein bisschen kruscht verkaufen. Ist aber wirklich nicht viel. Das war's. Ja, gibt nur noch mal 4 Vertraue dazu. Also auf die nächste Stufe kommen wir so auf jeden Fall mal leider nicht. Das ist etwas schade. Damon. Ich verstehe es jetzt allerdings nicht hier. Moment, Nochtanke, ja. Versteht es jetzt allerdings mit dieser Optik gerade nicht. Wo ich jetzt diese Leon-Gedöns herkriege. Akzentlackierung. Glänzend, matt, metallisch. Ah, okay, hier kann ich dann wählen. Matt habe ich dann verschiedenste Auswahl, ja. Glänzend, nur das. Rahmenlackierung, da kann ich leider nichts auswählen. Individuelle Akzente. Ah, Copeland's Camp, Jagd auf Leon. Jawohl. Ja, das möchte ich. Du hämmerst. Okay, das kriegen wir sogar gratis. Okay, cool. Ja, cooler Scheiß. Gut, das war aber dann wohl alles. Da hätte ich wohl eher die Waffe wählen sollen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Okay, jetzt haben wir das erledigt. Dann sollten wir wieder zu Tucker zurückkehren, glaube ich. Dann können wir nämlich die Reise nach Norden loslegen, ne? Also, wieder Schnellreise. Hier haben wir jetzt alles erledigt. Und dann schauen wir, dass wir noch einen Job von Tucker kriegen. Und dann schauen wir noch, dass wir möglicherweise andere Story-Modus etc. freigeschaltet kriegen. Schauen wir mal. Also ein bisschen in der Story sollte ich mal weitermachen, weil ich habe in den letzten paar Episoden sehr viel optionale Kram gemacht, wie Marion Forks und die Bear Creek Quelle reinigen und säubern von Gesocks. Ich denke, dann können wir jetzt auch definitiv weitermachen mit Hauptstory. Ich meine, klar, es ist ein Open-World-Spiel, das heißt, man kann sich auch viel in Details verlieren und viel in Erkundung. Aber ich persönlich bin immer der Meinung, ui, das hat uns so fast der ganze Tank geschrottet. Na gut, damit müssen wir bei Schnellreise wohl immer rechnen, dass da auch sehr viel Tank geschluckt wird. Hörst du mich? Usa, warum liegst du nicht zum Teufel nochmal im Bett? Konnte nicht schlafen. Weißt du noch, was ich sagte? Unten im Tunnel? Geh da nicht rauf, Dick. Das macht dich noch verrückt. Usa, Okay. Okay, hör zu. Ich gehe da rauf, weil da oben Freaks sind. Mir ist egal, wo ich sie umlege. Kopfgeld ist Kopfgeld. Rede mit Tuck. Wozu Ja. dann all die Tulpen, hä? Hab sie gesehen, hier auf dem Tisch. Wo fahr ich Heute denn laut Morgen. hier rum? Dieselben wie bei eurer Hochzeit. Ich weiß es noch. Ich werd... Usa, ruh dich aus, okay? Ich muss los. Dieken Ende. Und So. das sind keine Tulpen, Busa. Das ist Mauerpfeffer, du. Okay, dann tanken wir erstmal hier wieder noch. Hey, wie läuft's? Boah, das kostet aber jede Menge, das Tanker. Lecco mio. Okay, gut. Halte mal den Gaul an. Ich muss jetzt erst einmal... Ada Später. Tucker heißt sie, okay. Ada. Muss ich irgendwie immer an Ada Wong denken aus Resident Evil. Hey, sag. Tucker, traue niemanden. Frauen, Charaktere, Sammelobjekt. Okay, gut. Job verfügbar. Ja, gib mal einen Job. Camp-Jobs. Camp-Anführer verteilen häufig Arbeit, die erledigt werden muss. Wenn du diese Missionen und Jobs abschließt, erhältst du das Vertrauen des Camps und Punkte. Achte auf Funksprüche, um zu erfahren, wann eine neue Mission oder ein neuer Job verfügbar ist. Wie sag, guckt? Deke, kennst du diesen Drifter mit den Narben im Gesicht? Er hat einen Montierhebel dabei und nennt sich Limbo. Kenn ich nicht. Er kam gestern ins Camp. Wollte Beute eintauschen und ein paar Drinks. Er muss wohl erst heute Morgen wieder gefahren sein. Ah, Tuck, ich bin nicht die Security. Erzähl das besser Alka. Deke,
Er hat einen Mann und eine Frau totgeschlagen. Bowman und Hewitt. Ihr Gesicht wurde bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Hewitt? Maria, oder? Ah, scheiße. Ja, der Mistkerl Limbo ist der von hier? Alkai sagt, er hat ein Camp beim alten Waldarbeiterwachturm am östlichen Hang des Three Finger Jack. Okay. Ja, ich weiß, wo das ist. Und, ich regel das. Das dachte ich mir. Gut, schön blutig. Ja, so ein Arschloch hat es auch definitiv verdient, gejagt zu werden. Der ist ja wohl hier, schön blutig. Mache Limbo ausfindig. Kopfgeldjäger, ja. Okay, hoffen wir mal, dass der nicht abhaut mit seinem Bike. Und dass wir den Kasper relativ gut kriegen. Habe ich denn jetzt mal Bike abgestellt? Habe ich es hier abgestellt? Zufällig? Ja, da drüber steht's. Okay. Hey, was gibt's? Es geht. Es läuft. Okay, Morgendämmerung scheint 8 zu kommen. Wie halte ich dann Nummer A hier? Okay. So, dann schauen wir doch mal, dass wir den Scheiß noch gebacken kriegen. Oder haben sie anscheinend nochmal die Freaker-Haufe, ne, wo sie die Infizierte abbrennen. Kann ich ja auch noch vollziehen. Man will sich ja nicht jeden Scheiß an Krankheit holen. Und hier ist wohl auch Wolfsterritorium, wenn ich das so höre. Okay, so, nochmal der Naserivler. Oh Mann, diese Let's Player-Krankheit, schlimm. Immer wenn man Aufnahme macht, juckt der Zinke. Zumal wie meiner auch hier nur rein aus Deko-Gründe da ist. Ich meine, habe ich hier in diverse Let's Plays schon mal gesagt, meine Stammzuschauer wissen das. Aber für Leute, die jetzt vielleicht für Days Gone jetzt speziell zugeschaltet haben, ich habe tatsächlich nur 12% Geruchssinn von Geburt an, aber ich schmecke hervorragend alles. Mein Geschmackssinn ist bei 100%, aber mein Geruchssinn ist halt hundsmiserabel. Wurde mal festgestellt beim Hals-Nase-Ohre-Arzt, nur... Ah ne, Quatsch, ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwas, aber es war nur Schild. Nur zu 12% vorhanden und ausgebildet, mein Geruchssinn. So ist es halt. Warte mal, wäre es nicht vielleicht logischer gewesen? Ja. Hätte auch hier die Schnellreise machen können. Egal. So, ein bisschen langsamer. Weil der Morgen bricht gleich an. Hier sollte ich von der Hauptstraße runter, hier hoch. Ja, da ist auch noch der Lautsprecher im Nero-Kontrollpunkt, den ich ja nicht gefunden und ausgeschaltet habe. Da waren wir dann noch ein bisschen zu viel infiziert, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber immerhin, die Ripper sind hier kein Problem mehr. Das ist doch schon mal wichtig. Hier rum. So. Three Finger Jack. Die haben immer so geile Bezeichnungen für die Orte. Was? Was war denn das? Alter, was für ein Rialo hat mich hier runtergeholt vom Bike. Oh, irgend so ein Drecksniper. Okay. Was ein Arschloch. Hier hat mich einer mordsmäßig vom Bike runtergepetzt. Okay, der ist nicht so weit weg. Scheiße, das wird wohl nix. Okay, schnell hoch. Und nix wie weiter. Okay, hier hinter Deckung gehe. Und hinter der Deckung das Bike repariere. Der hat so gut wie kaputt geschossen, der Mistkerl. Was da geht. Der hat halt volle Wumme drauf gezielt. 6 Schrott hat es mich jetzt gekostet. Alter Latz. Gut, und damit muss man immer rechnen bei Days Gone. Wie gesagt, gerade wenn jetzt auch wirklich irgendwo Auto-A-Sammlungen sind, rechne ich ja immer damit, dass ich über ein Stolperdraht fliege und mich irgendwelche Banditen angreifen. So, jetzt gucken wir mal, wo der Scheißtyp ist. Aber erst einmal... Also den wir jetzt eigentlich jagen sollten, der Limbo. Aber erst einmal möchte ich hier die Zedernsetzung abgreifen. Damit ich wieder 5 Bolze im Sack habe. Immerhin, ne? So. Oh, der versucht anscheinend irgendwie andere Leute noch zu jagen. Lad doch erstmal noch, Kerl. Warte mal. Was war da? Was zur Hölle war dann das, ich Depp? Och, Mensch. Habe ich da nicht die Armbrustbolze? Ja, doch. Herstellen. Die wollte ich. Ja, lad doch noch. Genau das wollte ich eigentlich nur. Ich und die Steuerung manchmal, ne? Ich und die Steuerung. Lars hat mir auch noch freundlicherweise gesagt, ich kann eigentlich mit langen Dreieck gedrückt auch meine Waffe wechseln und muss deswegen nicht immer ins Steuermenürad. Kopfgeldziele. Kopfgeldziele sind Mörder, die von den Camps der Überlebenden gesucht werden. Finde das Ziel, schalte das aus und kehre mit einem Todesnachweis zurück.
um den Job zu erledigen. Okay, das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal im richtigen Gebiet. Ich weiß noch nicht, ob das Hauptmission ist, aber schauen wir einfach mal. Hey, Tuck, ich bin Oh, oh. da. Ja. Oh. Nein, dieser Scheiß-Typ, der hat mich wieder vom Bike runtergeballert. Renn! Scheiße, Alter. Okay. Hey, Moment. Tuck, ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben. Scheiße. Als ob nichts wäre. Du hast das... Gut. Annie ist schon mal tot. Schrott haben wir keiner mehr. Upsala. Noch einer tot. Hey, Tuck, ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben. Das hast du gerade schon mal gesagt, aber egal. Du hast was von Narben gesagt, also... ich brauche mehr. Was weißt du noch über ihn? So, der Scharfschütze ist weg. Trägt einen grünen Mantel. Da ist ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Montierhebel, Deacon St. John. Okay. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. Wow. St. John N. Die ist heftig. Herr Tucker ist schon ziemlich heftig unterwegs. Gut, der Scharfschütze war jetzt das, was mir hauptsächlich Sorge bereitet hat, um ehrlich zu sein. Und da war noch ein Toter. Sterilisierungsmittel haben wir da jetzt noch abgerippt. Und eine Rohrbombe. Ja, geil. Rauch- und Rohrbombe kann ich zwar nicht selber herstellen, aber offensichtlich schon plündern. Leg ihn um! Niemals! Bleib stehen! Warum bleibt der Kerl die ganze Zeit? Feuer! Halt. Halt doch mal das Gaul, du Scheiß-Typ. Sehr intelligent. Man merkt, dass ich 2 Wochen lang nicht mehr gespielt habe. Okay, das kriegen wir nochmal hier. Und ich meine, ich habe jetzt schon extra auf leicht gespielt, aber das ist halt das. Sorry, bei mir müsst ihr immer mit solcher Idioter-Aktionen rechnen. Das war richtig blöd, sich dem Camp so frontal zu nähern. Ich hätte das Bike definitiv weiterhin abstellen müssen. Mache Limbo ausfindig. Ja gut, da sind wir jetzt wieder bei dem Scharfschütze hier in dem Gebiet. Also so nah möchte ich zumindest schon mal dran, dass ich hier nicht mit dem... dass ich hier zumindest schon mal nicht hier schleichen muss. Aber wir sollten nicht so frontal los drauf marschieren. Sondern vielleicht eher unser Bike hier abstellen. Ein Bike? Ich bin da. Ja, Limbo Jetzt wurden wir zumindest schon mal nicht runtergeballert, aber die wissen trotzdem, dass wir da sind. So klug war es jetzt auch nicht. Du hast was von Narben gesagt, also... So. Ich brauche mehr. Los, was weißt du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Montierhebel. Gut, dann haben wir ausgeschaltet. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. Alter, Alles klar. St. der John. hier stimmte bei noch. Mit seinem Gesicht dran klebt. Spricht selber wie so ein Kobold. Na egal, ich mag sie trotzdem. Ich versuche mir ihr Vertrauen auch zu erlangen. Jetzt habe ich natürlich die Zedernsetzung nicht abgegriffen, ne? Naja. Da bist du ja. Gut, jetzt haben es anscheinend noch nicht alle mitbekommen, dass ich hier bin. Wo steckst du? Das heißt, wir können uns zumindest hier schon mal ein bisschen reinschleichen. Hot Springs vorbeischauen und ein bisschen Spaß haben, Wisst was? Da sitzt schon mal jemand so schwer am Feuer. Tot. Okay. Ah, da drüben sind noch so 2 Kasper. In der Rücke. Und das ist er. Das ist offensichtlich unser Mann. Scheiße, das war daneben. Okay, dann muss es halt wieder laut und hässlich vonstatten gehen. Irgendwann bleibst du Upsi, Daisy. Halt mal der Gauler. Ah, der Scheißtyp ist da aber. Den greife ich mal zuerst nach den Wichser. Uppala! Was mit dir? Ich habe gescheit die Nahkampfwaffe. Okay, die Frau ist schon mal tot. Und den habe ich anscheinend auch gekillt. Immer noch den Eichenzahn dabei, was? Okay. Quatsch. Nein, 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 das möchte ich nicht. Mit euch rahme ich jetzt auch auf. So wird man mit solchen Leuten fertig. Das Geschrei ist nie besonders schön zuzuhören. Brenn, du Arschloch, habe ich allerdings gemacht, ja.
Die abgesägte Schrotflinte möchte ich nicht haben. Ich heile mich nochmal ganz kurz. Verband. Inventar. So, jetzt holen wir erstmal wieder hier das Zeug noch. Dann können wir nämlich wieder Munition plündern. So, habe ich jetzt hier alles, was ich brauche? Ja, eigentlich schon. Liefere den Montierhebel als Todesnachweis ab. Okay. Gut. Dann kann ich ja theoretisch hier schon mal plündern gehen, obwohl hier eigentlich noch ein paar von den Raider rumstürzen. Aber das Ziel habe ich. Das war er mit seiner grünen Jacke und mit seiner Ugly Fraser. Naja, von Narbe sehe ich doch jetzt nichts, aber er liegt ja halt auch mit dem Kopf noch unter. Na gut, auf jeden Fall habe ich den Hansel niedergemacht. Am Arsch habt ihr mich. Ups. Das ist dieser scheiß Nahkampfwichser. Der lebt noch. Und der lebt noch. Ich glaube, den dürfte ich erledigt haben. Was? Die leben ja noch. Alter, warum leben diese Scheißer? Okay, ich glaube, da muss ich noch wirklich einen Double-Tap à la Zombieland machen. Da muss ich noch ein bisschen extra nachballern bei den Typen. Na gut. Dann gucken wir doch mal. Lappeninventar voll. Weil, wen können wir jetzt eigentlich alles genau plündern? Aber ich denke, das waren die Bandite hier. Glücklicherweise ist Tag und nicht Nacht. Kommen wir nicht so viele Freaker. Schrott holen wir uns selbstverständlich. Das können wir immer gut gebrauchen gerade. Da ist noch so ein Typ. Hat allerdings nur Verbände bei sich. So. Okay. Na okay, Verband Inventar immer noch voll. Dann plündern wir erstmal das Camp. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es hier möglicherweise noch einen Bunker gibt. So bei solche Plündererlager immer der Fall, ne? Aber wir haben den Kasper jetzt eigentlich erwischt. Wir können nochmal die andere Banditos uns angucken. Können wir das zerstören? Ne, das können wir selber fahren, theoretisch. Möchte ich aber nicht. Das Schrottbike möchte ich nicht haben, nur falls meins am Arsch wäre. Könnte ich jetzt hier sabotieren? Ja, genau. Genau. Ob ich dafür nochmal Schrott kriege, weiß ich jetzt nicht. Ich gucke einfach mal noch. Genau, dafür kriege ich Schrott, wenn ich die Dinger sabotiere. Okay. Also dann können mich auch die Leute theoretisch nicht so schnell verfolgen, wenn ich das mache. 0 Schrott. Schade. Da habe ich anscheinend wieder mein Schrottinventar voll. Aber ich mache das einfach mal trotzdem. Ja, 0 Schrott. Also mein Schrottinventar ist offensichtlich voll geladen. Na gut, da geht's mal irgendwo hier, aber anscheinend nicht zum Bunker. Ich gucke mir diese Raider-Lager halt immer mal wieder ganz gern an. Weil die meistens irgendwo gebaut wurden, wo es auch Sinn macht, die Dinger zu bauen. Da ist noch Kerosin. Das ist gut. Ist es definitiv noch eine Bierflasche. Das heißt, ich kann nämlich hier wieder Mollys herstellen. Und Mollys kann ich wieder gebrauchen, wenn ich irgendwo im infizierten Gebiet bin. So, jetzt haben wir nämlich wieder unser Molly-Leiste voll. So, wie war das? So war es, genau. Jetzt haben wir hier nochmal einen Vorschlaghammer. Nehmen wir mal vorsichtshalber mit, ne? Ein bisschen Benzin ist nie verkehrt. Hier geht es allerdings nirgendwo in eine Bunker-A-Lagerei. Okay, dann verfügen diese Leute wohl anscheinend über einen Bunker. Dann würde ich sagen, ich kann hier wieder voll tanken. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Wo wir das Ding dann einfach mal an Tucker weitergeben. Das heißt, wir machen jetzt noch Folgendes. Zack. Und hier Peng, die Schnellreiser. Genau, dann haben wir das für heute auch noch erledigt. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ich bin gespannt, ob da jetzt möglicherweise Hauptmissionen wieder freigeschaltet werden, weil mehr andere Missionen in Camps hatten wir bisher noch nicht. Schauen wir einfach mal, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es gibt ja jeden Tag immer irgendwas zu tun in einem Open-World-Spiel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Langeweile aufkommt. Da hat man ja immer an jeder Ecke noch irgendwas zu machen. Und genau. Wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn wir den Job abgeben. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern.
Yankee.